Welkom naar een korte antwoord van de grote Froagen. En de vraag van jou is, zullen we de Evangelium te ons zelfs houden? Ik geloof, dat is een vraag wat viele Mennoniten hebben en vielleicht een geloven en verständnis, missverständnis, wat ze hebben. En de antwoord voor deze vraag is, nee, we zullen niet de Evangelium te ons zelfs houden. Laten we dat doen wat de Bibel ons leert. En dat vinden we in Matthäus kapitel 28, 19 bis 20, dat zegt ze staat. Dan go nu door de volken van de wereld en merk aan te leerjingen en dijp aan in de namen van dem Vader, van dem Zoon en van den Heiligen Geest. Leert aan alles te doen wat ik jullie bevolen heb. En verlaat jullie erop, ik zie allemaal bij jullie, bij dem eind van de wereld. So deze vers leert ons dat we zijn alle, Christen zijn alle in de wereld gaan, dat jeder persoon de Evangelium meedelen, dat we kunnen aan de leerjingen merken en dat ze kunnen zich bekeren en zich ook merken met Jezus Christus. So van wo komt deze geloven, dit misverständnis, dat we zullen de Evangelium te ons zelfs houden, ons geloven privat houden? Ik geloof, er zijn een paar steden in de schrift, wo we vielleicht een misverständnis hebben, ik wil even twee reden. Die eerste is in 2. Korte kapitel 6, 14 bis 18. Du leert uns dort, wir sollen wegbleiben von der Welt. Wir sollen apart leben von der Welt. Und was Paulus hier lehren, das ist, dass die wir in der Welt sind, dort sind die, wir noch nicht Jesus Christus angenommen haben, das hat nichts zu tun mit was von Feuchte sind. Die Welt ist irgendeiner, wer noch nicht in Christus ist. Und wer noch nicht in Christus ist, lebt noch unter Sod und seine Herrschaften, die leben noch in Sinn. Und wie wir in Christus sind, wir sollen herrlich leben, wir sollen apart leben für Christus. Und das ist besser für Christen, wenn wir uns zurückhalten, so viel es möglich ist, dass wir für Jesus leben können. Aber das meint nicht, dass wir uns ganz von der Welt halten, so dass die Welt niemals Christen sein wird. Das meint, dass unsere diepste Gemeinschaft soll nicht mit der Welt sein, soll leben mit ohne Christen sein. Wenn wir nicht in der Welt sind, wo wird die Welt Jesus Christus lehren kann? Wo wird die Welt von Jesus Christus hören? Wo wollen sie dort sein, wo das meint, dass Jesus Christus noch feiern? Das ist wichtig, dass wir ein Licht sind für Jesus Christus. Das zweite Missverständnis kommt vielleicht von Matthäus Kapitel 6, der 5. Vers, wo Jesus lehrt, dass wir sollen nicht für Ordnung beten. Und was er hier lehrt, das ist nicht, dass es artig ist für Ordnung beten, das ist ein gutes Ding. Wir sehen dort in dem Alten Testament, dass in der Tempel Leute beten. Jesus hat für Ordnung beten. Was er meint hier ist, dass wir sollen nicht für Ordnung beten, wir sollen nicht uns graut tun mit uns glauben, so dass Menschen kann nach uns checken und uns loben. Alles, was wir tun mit Menschen, mit anderen Menschen, soll darauf sein, dass andere Menschen kann Jesus Christus annehmen und ihn loben. Das ist nicht wegen uns, das ist wegen Jesus Christus. Aber ich glaube, das ist noch eine Ursache, woran wir das leben, und das ist ein Missverständnis, was kommen wird, weil wenn wir das mennonitische Volk von Prussia und anderen Ländern nach Russland tragen, in den 1700s, wie unser Vorvater stehen wird, uns in Nordtau gesagt haben. Und dort ist, dort sie denen das versprechen, dass sie würden nicht mehr die Evangelium mitteilen mit uns, wann sie würden können in Frieden in das Land leben. Und über die Jahre, diese Entscheidung zum Leben Gott leben kann, als Jesus Christus das Evangelium verspreiten haben, eine Dienstnis, eine erste Dienstnis, über das mennonitische Volk gebracht. Und ich glaube, viele von uns leiden jährlich, weil es wie noch Unger das ist. Und ich will unsere Vorvater nicht irgendwas verschmieden, ich glaube, in vielen Weisen deuten, was sie können, aber ich glaube, das hat uns da gesagt. Und dann über die Jahre, weil es wieder Evangelium zu uns selbst halten, dann verlieren wir die Meinung von der Evangelium. Und über dem kann viele Männer nicht mehr, was der Evangelium ist, dass wir durch Gnade, weil wir glauben, gerettet sind. Und nu fehlt es dort, der Evangelium wird trägt nach den Mennoniten gebracht, dass alle Mennoniten können ewig Leben finden in Christus. Und das ist der Christus, wo wir dort die Rettung und die Seligkeit kriegen. So ich will uns alle von dem merken, dass wenn du in Christus bist, wenn du Jesus Christus als ein persönlicher Herrland angenommen hast, dann ist es wichtig, dass du
dort macht und das mit Ordnung, so dort, mehr Menschen kann Jesus Christus lernen kennen, und dort mehr Menschen wollen ewig Leben haben in Christus. Dankeschön. Gottes Segen.